Olli, hi. Hi, Felix. Schön, dich hier zu sehen. Felix, Hammer. Carbon-Konzept. Ist der von Sunrise Medical, ne? Natürlich ist der von Sunrise Medical. Von Sunrise Medical, ein Carbon-Rollstuhl. Der ist so scharf, der muss hinter Glas oder was? Plexiglas, ja, dass ihn da keiner ansabbern kann. Ja, ich bin jetzt schon eine Weile am Stand, ich habe ihn gesucht, aber nirgends gefunden, den habt ihr hier gar nicht ausgestellt. Liegt daran, du siehst, da ist jede Menge Entwicklungsarbeit schon reingeflossen. Wir zeigen den Carbonstuhl heute hier als Konzeptstudie. Das heißt, wir haben noch keine finale Entscheidung darüber, wann oder wie der Stuhl in den Markt kommen wird. Okay. Das heißt, das ist rein noch ein Prototyp, können wir sagen. Man guckt mal, Carbon ist schon oft ein großes Thema gewesen, bei uns auch. Ich habe schon Carbon-Rollstühle verfilmt. Aber hier bestimmt, das sieht nicht nur gut aus und ist leicht, der hat ja bestimmt noch mehr Möglichkeiten, was der später bieten soll. Na klar, du kannst ihn in allen Variablen verändern, die Sitzhöhe, die Sitzneigung. Du kannst den Rückenwinkel verändern, den Schwerpunkt, sodass du ihn wirklich perfekt an dich anpassen kannst. Thema Sport ist ja auch ein großes Thema, Leichtbau und Carbon im Rennsport. Ist das so ein bisschen auch Vorreiter und wichtig, was das betrifft? Naja, Carbon ist, wann immer du absolute Festigkeit und Steifigkeit mit minimalem Gewicht kombinieren willst, nimmst du natürlich Carbon als Werkstoff. Und da haben wir uns gedacht, es wird sich auch wirklich anbieten, das natürlich in unseren Handbikes mal zum Einsatz zu bringen. Ja? Und speziell, um vielleicht auch mal unsere Athleten da bei den Paralympics in Rio zu unterstützen, haben wir also auch ein Bike aus Carbon gebaut. Erstmal hallo Vico. Servus. Schön, dich wiederzusehen. Es ist schon eine Weile her beim Handbike-Marathon in Heidelberg. Weißt du noch, haben wir uns mal kennengelernt? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, hast, glaube ich, einen Weltrekord damals aufgestellt. Jetzt warst du in Rio dabei, habe ich gehört. Stimmt das? Ja, und jetzt habe ich auch nur die Goldmedaille gewonnen. Und da erst einmal hier Respekt, Hut ab. Wo ist sie? Ich trage sie immer bei mir, hier unten. Darf ich die anlangen? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Goldmedaille gespürt. Das ist ein Feeling. Ja. Vico, wirklich, damit machst du mir eine riesen Freude, die mal berühren zu dürfen. Du hast die verdient. Aber glaub mir, du bist nicht der Einzige. Du bist nicht der Einzige. Es sind viele Menschen, die sagen, oh, dass man mal in der Erlebung kommt, mal eine Goldmedaille in die Hand zu nehmen. Aber glaub mir, ich freue mich am meisten darüber. Ja. Du hast sie dir hart erarbeitet. Jetzt haben wir hier mit dem Felix ein bisschen gesprochen, Carbon. Ein bisschen jetzt auch bei dir hier bei deinem Rennbike. Wie wichtig ist ein Leichtbau? Ist klar, leichter, desto besser, aber nicht einfach nur leicht, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, denke ich. Ja, also Sunrise Medical hat mir für Rio nochmal ein Bike gebaut, also erst für uns Athleten und das ist halt das Ultimative, es ist 2,5 Kilo leichter gegenüber meinem alten Fahrrad und das ist eine Welt. Und aus Carbon kannst du halt wirklich eine Form machen, also du umschließt quasi deinen Körper und damit hast du halt einfach erstmal eine ganz hohe Steifigkeit, geschweige dann aerodynamisch ist das Fahrrad so ausgeklügelt, dass du fährst gegen den Wind, aber du fährst eigentlich nicht mehr gegen den Wind. Ja? Also du fährst eigentlich nur noch gegen dich selbst. Also nicht mehr wegzudenken, denke ich heute, oder? Und auch, es gibt noch keine Alternativen, oder? Na, also bis jetzt gibt es keine Alternativen, aber du weißt ja immer, wie das ist. Die Welt, die dreht sich und alles geht vorwärts und ja, also jetzt ist das Ultimative und was weiß ich, was in 4 Jahren ist. Ja? Also ich freue mich schon auf Tokio. Also da hat dann wirklich, muss man auch sagen, Sunrise Medical natürlich dazu beigetragen für die Goldmedaille. Könnte man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ohne dieses Material wäre es wahrscheinlich so knapp gewesen, dass es vielleicht dann nicht gereicht hätte. Ja, dementsprechend Hut ab und danke. Respekt. Also wirklich, da braucht man nicht mehr viel sagen. Ich bin überwältigt. Wirklich, danke Vico für die Informationen. Danke, dass ich das Stück hier von dir, Lebensstück von dir berühren durfte. Überreiche. Wirklich, Willi, Respekt hier wirklich vom Sunrise Medical Team, vom Vico, der hat natürlich eine Hochleistung gebracht an euch. Du bist ja auch immer mit dran hier an der Entwicklung. Du hängst ja ganz vorne mit drin. Danke für die Informationen, geiler Stuhl. So fängt alles an. Da haben wir es gesehen und wie wichtig das ist. Das kommt raus. Und das kommt raus. Jetzt bin ich selber, muss ich sagen, platt. Weil es gibt viel, ich habe schon viel Scheiß, ich mache ja viel Scheiß, ich mache ja nur Scheiß. Ich habe aber sowas
nie mir träumen lassen, dass ich jemanden kennenlerne und das anlangen darf. Weißt du, wie ich meine? Wie viele Gedanken macht man sich im Leben so über so Goldmedaille und was ist das für ein Gefühl? Und jetzt lernst du ihn kennen. Ich kenne ihn ein bisschen und ich habe das Ding in der Hand gehabt, Willi. Ja? Das Ding da groß in der Tasche. Der hat es da unten. Ich habe noch nie so einen wertvollen Xenon-Rollstuhl gesehen, oder? Ist es so? Das ist der wertvollste Rollstuhl auf der ganzen Welt. Glaubst du das? Ja. Oder gibt es noch ein Team, wo das geschafft hat? Nicht einmal ehrlich, gibt's? Ich auch nicht. Oder gibt es eins, Vico? Also zweimal Gold. Wow, Respekt.